Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. So, jetzt können wir erstmal hier der Kupferbarre ernten. Da gucken wir nochmal, was wir hier im Briefkästel haben. Servus Ackermann, ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich mich über die alte Hütte von deinem Opa lustig gemacht habe, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Es ist wirklich ein nettes kleines Heisel. Dennoch wärst vielleicht irgendwann einmal mehr Platz brauche. Dabei kann ich dir behilflich sein. Wenn du mir die Materialien bringst und eine kleine Gebühr zahlst, kann ich dein Heisel vergrößern. Die erste Erweiterung, die ich anbiete, ist eine Küche. Mit einer Küche kannst du all die leckeren Rezepte kochen, die du gelernt hast. Ich hoffe, dass du dich im Sternetautal wie daheim fühlst. Als Schreinerin vor Ort, Robin. Okay. Also, das ist so das Äquivalent zum Werbezettel, was man in der Stadt oder sonst wo auch normal kriegt. Okay, ein paar Krummbeere haben wir. Schmeißen wir auch sofort rein bis auf Annie. Das können wir dann nämlich sofort wieder zu der Waldgeisterle bringen. Na, Ackermann, mach keinen Käse. Und genau. Sehr schön. Aber Robin ist halt schon ziemlich teuer. Ich finde, da müssen wir definitiv noch drauf sparen. Ah ja, das sind andere paar Krummbeeren. Natürlich. Sehr schön, sehr schön. Bringt uns auf jeden Fall auch wieder ein bisschen Ertrag ein. Man muss halt hier immer damit rechnen, dass man die Pflanze zu einer Dare eingepflanzt hat. Und dass man deswegen oft nicht alles gleichzeitig ernten kann. Aber das tut ja der Sache keinen Abbruch hier, dass man trotzdem immer schön weiter pflanzen. Gut, gut, gut. Sehr schön. Ach ja. Bald haben wir auch nichts mehr an Wasser. Jetzt ist es uns ausgegangen. Kein Problem. Aber ich freue mich echt schon drauf, wenn wir dann Sprenkler dann haben. Das spart uns auf jeden Fall eine Menge Energie. Weil hier geht ja schon das meiste an Energie tatsächlich fürs Bewässern von den Feldern drauf. Aber immer hier, es läuft ganz gut, muss ich sagen. Da haben wir noch das Extrafeld angelegt. Da wollte ich jetzt auch nicht extra Vogelscheuche dafür opfern, weil wie gesagt, hier kommen halt in Anführungszeichen nur diese Wildgewächse raus, wie Narzisse, wie Lach, Löwezahn und so weiter und so fort. So, jetzt aber flott. Da habe ich schon wirklich die Hälfte von meiner Energie verbraucht dafür. Und ansonsten, wenn wir heute kein großes Dach mehr haben, würde ich doch sagen, dass wir ein bisschen noch angeln gehen für heute, dass wir mal ein klein bisschen Abwechslung in der Sache haben. So, 1, 2, 3 und 4. Dann können wir nämlich den Krust weglegen, das können wir auch mal rein. Wisst ihr Teufel, wofür es irgendwann noch gut sein sollte. Und die Angel kommt mit. So, schön. Dann rüste ich mich einfach mal mit dem Schwert aus. Gucken auch, ob ich hier eventuell was sammeln kann. Ist ein netter Fall. Und dann gucken wir mal, was in der Stadt so abgeht. Wahrscheinlich wieder nicht viel. Ich meine, das ist so ein Ort. Pelikan ist so der Ort, wo der Bär stirbt ab 20 Uhr abends. Okay. Terminkalender steht nichts. Vincent hat am 10. Geburtstag. Und ansonsten, ich will nicht nochmal auf den Kalender gucken. Gesucht, Schleimjäger zum Erlegen von 6 grüne Schleime in der örtlichen Mine. Ja, 360 Gold ist schon nicht verkehrt. Würde ich da gerade mal reingucken, erlegt die Monster. Da haben wir 2 Tage Zeit. Das können wir auch immer noch mehr erledigen, wenn wir da vielleicht einen Minetag einlegen wollen. Ist absolut keine Sache. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen ein bisschen ans Meer. Und, Moment. Bevor wir ans Meer gehen. Dummkopf, Ackermann! Wir gehen natürlich noch ein bisschen hoch. Was macht dann Penny hier? Hi. Okay, die hockt einfach nur im Schatten, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich meine, ich mag ja auch so eine mäßig warme Temperaturen. So heiße Temperaturen im Sommer kann ich überhaupt nicht leiden. Aber so mäßig warme Temperaturen im Frühling finde ich sehr, sehr angenehm. Und da hocke ich aber auch am liebsten im Schatten. Ich bin nicht so ein Sonnebader, ganz im Ernst. Das liegt mir einfach nicht. Aber
einfach mal gemütlich im Schatten draußen hocke, das finde ich persönlich auch sehr angenehm und schön. So, die Krummbeer, die kommt durch Reihe. Eine Höhle Karotte hatten wir auch noch irgendwo. Das waren, nee, Quatsch, das waren die Qualität, Tier, Nutzpflanze. Das sind die Jahreszeiten, die man da noch abgrasen werden. Im wahrsten Sinne des Wortes könnte man schon fast sagen. Nee, Quatsch, bei Konstruktion hat das nichts zu suchen. Genau. So, schön. Dann sind es höchstwahrscheinlich, ach Sarah, roter Pilz, das war etwas, was Hayley haben wollte. Sind es höchstwahrscheinlich so Gewächse, die wir in der Mine finden könnten, weil die Höhle Karotte kommt ja bekannterweise auch aus der Mine, ne? Clever, warum Bienen nicht drüber nachgedacht hab. So, sehen wir ja dann, wenn wir soweit sind. Höchstwahrscheinlich ist es etwas tiefer in der Mine anzutreffen, das ganze Zeugs. Aber so ein roter Pilz sollten wir uns merken, falls die gute Hayley sowas nochmal will. So, wir gehen jetzt erstmal ans Meer. Die können wir ja auch verticken, diese Venusmuscheln. Das sind ja schöne Sammelgegenstände, die man dann auch verkaufen können. Oder was ist so Sammelgegenstände? Gegenstände, die man beim Sammeln auffinden kann. So, Dolla. Gehen wir mal zum Willi. Bei dem waren wir ja auch schon etwas länger, nicht? Huch. Und angeln einfach mal hier, wo er angelt. Wie gesagt, ich finde, wir könnten heute definitiv mal so einen Tag einlegen, wo wir einfach mal ein bisschen angeln. So unser privates Fischerfest feiern halt. Gut, und wieder eine Sardine. Oh, 13 Zentimeter. Na, das ist natürlich nicht schlecht. Und da hat sie auch noch eine ziemlich gute Qualität, die Sardine. Dafür, dass man sonst so 3 cm Sardine finden, muss ich schon sagen, das ist nicht verkehrt. Also wir können heute auf jeden Fall einmal an diverse Gewässer angeln. Na, Mist. Eine zerbrochene Brille. Hoppla. Das ist jetzt natürlich nicht so unbedingt das Zeug, was ich erwartet habe, was hier rauskommen sollte. Aber man findet beim Angler halt immer wieder auch mal Schrott. Das sollte auch mal dazu erwähnt werden, der Fairness wegen. Aber Angeln ist so ziemlich ähnlich von der... Mist, das wollte ich doch gar nicht. Ist ähnlich von der zeitaufwendigste Tätigkeit hier im Spiel. Ich hoffe, jetzt kommt mal was anderes als eine Sardine. Es gibt ja bestimmt auch im Meer, hoppala, ein paar andere Sachen, die man finden kann. Ja, komm schon. Ja, komm schon. Komm zu Papa. Na, mal wieder eine Sardine. Okay, alle hopp. Dann gehen wir mal woanders hier. Wenn ich hier nur Sardine rausziehe, könnte man ja mal schauen, ob andere Orte hier möglicherweise mit anderen Meeresfischen aufwarten können. Ja. Verbraucht halt schon ziemlich viel Energie, muss man dazu sagen. Ich glaube, so 8 Energieeinheiten verbraucht das. Wobei das ja hauptsächlich wahrscheinlich mitgerechnet ist, dass man die Energie aufwendet, um einfach mit so einem Fisch auch zu kämpfen, dass man ihn noch rausholen kann. Was ja durchaus schon relativ kräftezehrend ist. Ich weiß nicht, ob ihr, liebe Leute, schon geangelt habt. Ich habe als Kind tatsächlich da mitgewirkt beim Angeln. Da waren wir in Norwegen an einem Fjord im Familienurlaub. Und da hat mein Vater geangelt. Ah, ein Hering. Sehr schön. Ja, da haben wir an einem Fjord geangelt. Und da habe ich meinem Vater assistiert beim Angeln. Und ich muss echt sagen, es ist wirklich ziemlich aufwendig, die Sache. Also es verbraucht schon ziemlich viel Energie, wenn so ein Fisch tatsächlich mal an der Route dran ist. Ah, maßgeblich Sardine hier. Aber ein Hering haben wir auf jeden Fall auch noch rausgekriegt. Tja, Versuch macht Kluch. Wir probieren es mal hier auf der Brücke. Das sieht doch auch wie so ein... Ups. Sieht doch auch wie so ein Angelspot aus. Gucken wir mal, was wir hier rausziehen können. Ah, der Elliot, der Künstler. Gucken wir mal, was wir hier rausziehen können. Dem schenken wir vielleicht einfach mal so Venusmuschel, um zu gucken, was der einfach von den Naturgüter am Strand und am Meer hält. Hab ich schon gemeint, in 70er Jahre Manier, Versuch macht halt Kluch.
Und wir probieren es einfach mal aus. Ah, ein Geschenk. Danke dir. Ah, das klingt relativ neutral. Und außerdem haben wir so wieder ein bisschen Platz in unserem Inventar geschaffen. Man sollte einfach mal ausprobieren, was die Leute von den Geschenken so halten. Nicht. Warte mal. Wir probieren es mal ein bisschen weiter ab hier. Und dann ist doch heute ein perfekter Angeltag. Und morgen können wir auf jeden Fall noch in die Mine gehen und den Tagelöhnerauftrag noch erledigen. Und... Ah, ein Gotteslachs. Super. Das klingt doch gut. Das ist auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes. Und ich glaube, die Waldgeister, die wollen ja auf jeden Fall auch diverse Fische haben. Zerbrochene CD. Zerbrochene CD ist jetzt natürlich Müll. Das können wir fortschmeißen, genauso wie die Brille. Ist absoluter Quatsch. Das Ding können wir uns mal reifratzen. Aber wenigstens ein klein bisschen Energie wieder. Und dann kommt als nächstes hier wieder die Angelrute zum Einsatz. Ein klein bisschen können wir auf jeden Fall noch machen. Mit unserem Zwischenergebnis können wir auf jeden Fall auch nochmal zum Gemeindezentrum gehen. Und dann später noch unsere Restenergie verwenden, um noch so ein paar Nachtfische zu angeln. Das wäre definitiv auch nochmal ein Versuch wert. Komm schon. Was ist das? Kämpf! Und noch ein Gotteslachs. Okay. Dann sollten wir jetzt möglicherweise unsere Ausbeute erstmal zu der Waldgeisterle im Gemeindezentrum bringen. Und dann schauen wir mal. Geld sollten wir vielleicht wirklich mal sparen, dass wir auch mal ein bisschen Luxus haben, damit wir mit Kupferbarre, ich glaube 5 Stück und 1000 Gold kostet uns das, dass wir damit möglicherweise mal zum Schmied gehen sollten. Und dann können wir uns da auf jeden Fall Ammo was Schönes holen. Tigerforelle, Blaubarsch, Katzenfisch, also ein Wels. Und Gotteslachs finden wir im Fluss, wie es aussieht. Das heißt, da könnte man noch ein paar andere Tiere finden. Krabbenräuser. Oh, das zieht aber... Ah, Modor. Die Dinger, die wir am Strand finden, sollten wir definitiv auch mal aufbewahren. Nachtfischer, ja, genau. Glasaugebarsch, Brasse und Aal könnte man da finden. Teichfische, haben wir Stör, Zwergwelsen, Karpfer und Forellebarsch. Bei mir im Dorf gibt es ja auch das Karpferfest, aber wir ziehen die nicht aus dem Teich raus, wir ziehen die aus dem Altrhein raus. Ozeanfische, genau. Da haben eine Sardine. Hätte ich ganz gerne nur Annie. Und ein Hering, Thunfisch, Riffbarsch, Buntbarsch. Das ist ja auch ein schönes Bild hier. Zählt also wohl nicht als sowas. Als Ozeanfisch etwas merkwürdig. Spezialitätenfische, Waldspringer, Sandfisch, indischer Glaswelsch und Kugelfisch. Och gut. Ja, Hering scheinen sie wohl nicht zu wollen, die Geisterler, ne? Brasse, ne? Hering will wohl kennen, wie es aussieht. Schade, dabei sind Sahnehering echt lecker. Oh, jetzt brummt schon mein Magen vor lauter Gut. Nee, so wie es aussieht, will keiner hier einen Hering haben. Das ist etwas schade. Ein Zwerg. Nee, das ist der Gotteslachs. Okay. Na gut. Dann können wir den ganzen Kruscht eigentlich verkäfen. Um es mal im Südpelzer Dialekt zu sagen. Gut. Ich will mal die jetzt nicht zwitschern. Weil dafür geben sie zu wenig Energie und dafür bringen sie uns wahrscheinlich einfach zu viel Kohle. Deswegen würde ich doch mal als nächstes... ist eine gute Frage, wo wir als nächstes gehen könnten. Wir könnten es ja mal auf unserem Hof ausprobieren. Ob da möglicherweise was geht. Schauen wir doch mal. Ob an unserem guten Wasserteich möglicherweise was geht. Da könnten wir ja Glück haben für so Teichfische, ne? Schauen wir doch einfach mal. Ansonsten ist es heute ein relativ kurzer, gediegener, gemütlicher Tag. Denn wir mal für sowas genutzt haben. Muss ja auch mal sein. Weil ich finde einfach die Abwechslung in dem Spiel macht den absolute und totale Reiz aus. Mist.
Deswegen sollte man auch mal ein bisschen variieren und nicht immer nur, ja, komm, hier gehen wir in die Säuremine rein, sondern wir machen auch mal einfach so einen Kruscht. Finde ich an sich ganz schön, dass man so variieren kann bei dem Ganzen. Möglicherweise finden wir hier nachts ja irgendwelche tolle Nachtfische. Wer weiß, wer weiß. Na komm schon, Ackermann. Du findest was. Ich glaub an dich. Das war wohl nix. Tja. Dann vielleicht mal ein bisschen Platz im Inventar schaffen. Ja. Ja gut. Komm, wenn wir den Kruscht verkaufen können, dann machen wir das doch auch. Und rein mit dir in die Kiste. Und wir gucken jetzt nochmal 16. Nee, weißt was. Weißt was. Eigentlich haben wir ja noch mehr als genug Zeit. Deswegen sollte ich es vielleicht mal am Fluss probieren noch einmal. Vor dem Ende versucht er mal noch hin. Oh, es ist sogar eine Sequenz hier des Nachts. Oh, die arme Sau scheint wohl hier die Mülltonne zu flattern. Die Waschbären sind immer wieder unterwegs. Die Strolche. Ah, du kommst ja gerade rechtzeitig, Knecht. Kennst du mal dem alten Mann einen Gefallen tun? Kennst du um die Ecke gehen und die Waschbären für mich verjahren? Die haben ein ganz schönes Durcheinander verursacht. Dankeschön und jagten eine ordentliche Schreckerei, damit sie nie mehr zurückkommen. Wie gesagt, in der Palz sagt man zu junge Männer durchaus auch Knecht noch. Oh. Ich weiß, tut mir ja leid. Ich habe eine Menge frisches, noch warmes Essen in den Tonne gefunden. Sache, die verschwendet werden, wenn ich die nicht nehmen tät. Ich finde, ich mache irgendetwas Schlechtes. Ja, Containern ist ja generell auch so ein Thema, was durchaus in der Debatte steht. Aber es ist durchaus Essensverschwendung. Und teilweise ist es auch illegal, ja. Ja, aber du sollst deinen Job besorgen, das ist schon etwas hart, von anderen zu schmarotzen. Ich sag jetzt einfach mal, es wäre wirklich eine Schande, weil wir leben in einer verschwenderischen Gesellschaft. Das stimmt schon. Und wenn jetzt einer da ist, der das macht, Herrgott nochmal, dann soll er es halt machen. Danke, Ackermann. Ich habe gewusst, dass Verständnis zeigst. Ich fühle mich gut bei dem, was ich da mache. Ich verletze ja auch niemand. Ja. Du kannst jetzt heimgehen, ich verspreche dir, ich werde nie mehr in der Tonne vom Schorsch rumwühlen. Du kannst nur sagen, dass die Waschbären einfach alle mal verscheißt hast. Ja, wie gesagt, es wäre durchaus Verschwendung, aber gewisses Maß an Ekel ist doch auch schon. Warte mal. Klar, Schamgrenze ist doch natürlich auch vorhanden, das ist ja logisch. Ich weiß, was gemacht hast, Linus. Wenn du bis zu essen brauchst, fruch doch einfach. Ich will nicht, dass jemand den Pelikan hungern muss. Ja, ich habe noch einen Korb voller Zucchini-Puffer für dich, aber du musst auf jeden Fall immer würzige Marinara-Sauce. Ja, komm schon, nimm's doch. Ja, das ist halt so ein bisschen der Sozialfall Neva Pam im Dorf, beziehungsweise, ja, Stadt kann man doch hier nicht dazu sagen. Das ist so der Sozialfall im Dorf, aber Herrgott nochmal. Das ist auf jeden Fall menschlicher, die Geste, ihn mit Reste aus der Kneipe zu versorgen, als den Mando jetzt hungern zu lassen. Oh, okay, das sollte man nicht noch einmal machen, sonst, ja, fallen wir hier bewusstlos um, weil wir keine Energie haben. Aber es ist an sich schon ein relativ heikles Thema, wie ich finde. Okay, gut, dann war's das für heute. Mehr finden wir. Moment mal, natürlich. Das ist ja unser Energieschub, klar. Die dumm. Jetzt können wir das auch noch zweimal machen. Perfekt. So. Gucken wir mal, was wir hier nochmal rausholen. Aber bis Mitternacht sollten wir auf jeden Fall mindestens daheim sein, finde ich. Damit wir auch keine Energieeinbuße haben für den nächsten Tag. Weil da will die Kraft auf jeden Fall rationiert sein, wenn wir in die Mine wieder reingehen. Das ist kein Zuckerschlecker. So, komm schon, jetzt irgendein schöner Fisch, der noch abbeißt. Das wäre jetzt echt immer toll.
fände ich immens knorke. Aber eventuell können wir dem Linus ja auch mal helfen, dass der Mann sich wenigstens mit Fische versorgen könnte. Das wäre ja schon ach nicht verkehrt, wenn wir ihm die Angel schenken würden vielleicht. Eine Brasse, das wollten ja ach die Geister haben. Das wäre nicht verkehrt. Das wäre echt nicht verkehrt, wenn wir vielleicht nochmal wenn wir vor Mitternacht hier rauskommen, dass wir zum Gemeindezentrum möglicherweise noch gehen und die Brasse noch abliefern. Weil ich sehe es schon, okay, ich sehe es schon kommen, dass wir wirklich, oder dass ich persönlich eher weniger angeln werde, weil ich das persönlich eine sehr zeitaufwendige Beschäftigung finde. Und ja, Angeln ist jetzt auch nicht so meine liebste Beschäftigung, gebe ich ganz ehrlich zu. Von daher, es ist auch einfach dann so eine Episode, wenn man viel angelt, dass ich da einfach rumstehe und ein bisschen was verzähle und laber. Deswegen, vielleicht nicht so die spannendste Tätigkeit. Okay, zählt es zu den Nachtfischer? Tatsächlich. Dann haben wir hier schon ein Drittel erledigt. Das ist doch auch nicht verkehrt. Ich wäre also mal Witterangler, also so viel kann ich versprechen. Es wird jetzt nicht so sein, dass die zweite Episode mit Angeln verbrochen wird. Da sind durchaus die Mine bei mir mit größerem Interesse vertreten. Das ist wohl wirklich so. Aber, ja. Es wird einmal hin und wieder vorkommen, dass mir natürlich auch die Abwechslung hängt. Das ist ja völlig logisch. Gutes Treibholz liefern wir jetzt auch noch ab. Und joink. Aber ihr müsst auf jeden Fall damit rechnen, da ich so immer 2 Tage mache pro Episode, dass es durchaus auf die 40 Minuten eher so zugehen wird bei mir pro Episode. So, Angeleffektivität um +1. Wir haben Share abgesandt bei der Krummbeere. Beim Fischer haben wir auch ein bisschen was verdient. Und wir haben 757 Gold gemacht. Das ist doch echt nicht schlecht, nicht zu verachten. Muss ich wirklich gestehen. Gut, mit 1000 sind wir jetzt bewaffnet. Keine Post vor uns, wie es aussieht. Und wir können wieder was Schönes ernten. Wieder ein paar Krummbeere. Perfekt. Ansonsten haben wir nichts mehr zum Ernten. Ne, sieht nicht so aus. Und dann kann das alles hier bei uns rein. Ja, was ist denn da los? Du scheint sich ja überhaupt nichts zu tun. Das ist aber nicht so schön. So. Erstmal gießen wir das, was auf jeden Fall gegossen werden kann. Und was auch sichtbar wächst. Schön, schön. Hey, nicht auf der Plasterstellboden. Hier ist das Ackermann. Da wär's ein bisschen verschwendet. Da. So, so. Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, du wächst zwar nix, aber ich mach's mal vorsichtshalber. Dass ich hier tatsächlich irgendwas auslos. Das wäre etwas verschwendet. Ey, Ackermann, konzentrier dich. Ansonsten würde ich auch meinen, dass wir mal ein bisschen unser Kohle sparen. Immerhin haben wir ja echt ein paar Sachen, die wir gebrauchen könnten. Hoppla, wieder kein Wasser drin. Und jo, wieder drauf. Dann ja. Ich probiere es einfach trotzdem nochmal aus, das Zeug hier zu gießen. Möglicherweise habe ich es einfach nachts auch nicht gegossen. Vielleicht hätte ich das tatsächlich noch machen müssen. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Vielleicht muss es beim sonnigen Tag mehrfach gegossen werden. Naja, wir machen das jetzt einfach mal. Und gucken es uns mal an, wie es morgen aussieht. Eventuell regnet es ja morgen auch den ganzen Tag. Dann könnte es ja sein, dass du ein bisschen mehr sich tut. So. Aber am Boden kann es nicht liegen. Wir haben ja hier ziemlich gutes Ackerland. So, der Ober ist auch gegossen, genau. Ah, Moment. Halte mal den Gaul an. Dann muss ich morgen dafür keine Zeit aufwenden. So. Gut, das Zeug kommt rein. 3 Kupferbarre, ansonsten haben wir da ja nicht mehr so viel Kupfererz, genau. Dann rahmen wir hier nochmal auf. Und wir kümmern uns erst einmal um den Auftrag in der Mine. Genau. Da haben wir ja noch einen Tag Zeit. Aber wir müssen niemand irgendwas bringen. Okay.
Gut, gut. Na dann wieder ab in die Mine. Dumm, die dumm, die dumm. Du hängst da wieder was aus, wie es aussieht. Ich brauche verfeinerte Quarz, um es auf mein wundes Ohr zu reiben. Bring mal nur bitte Ernste vor bei Gelegenheit. Okay, nimm mal auch. Passt auf jeden Fall rein bei uns. Verfeinertes Quarz. Verfeinertes. Naja, wir können es immer annehmen. Schade kann es definitiv nicht. Ich glaube, wir sind auch so der einzigste Hansel, der in die Mine steigt. Von daher, schauen wir mal. Eventuell finden wir ja verfeinertes Quarz. Wird sich zeigen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob verfeinertes Quarz einfach nur das Qualitätsquarz dann sein soll, was dann, sagen wir mal, mit dem silbernen oder mit dem goldenen Stern versehen ist, oder ob das tatsächlich ein eigenständiges Zeug ist. Na, da ist er wieder. Der alte Mülltonne-Fledderer. Und rein mit uns in die Mine, ne? Wir gehen mal in der 10. runter und gucken mal, wie weit wir hier möglicherweise vordringen. Oh. Oh, das sieht aber Olver aus hier, aber schön die Ausbeute, um sich Schleime zum Gegner zu machen. Ja, komm schon. Komm schon her, du Sausack. Alle hopp. Gucken wir gerade mal ins Hofbuch einfach mal rein. Ja, 3 von 6, das ist doch schon mal... Pfui Teufel, Schleimbold. Ja, komm ruhig her. Igitt, der hat ja andere Schleime geboren. Widerlich. Widerlich. Aller Hopf, das haben wir anscheinend schon erledigt. Rede mit Louis. Ah, das ist der Bäuermeister, alles klar. Und da gucken wir einfach nochmal, ob wir hier was Schönes finden. Pfui Teufel, Schleimmann. Komm her. Okay, also Schleim brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Ich glaube, das brauchen wir für die Waldgeistersammlung. Deswegen bietet sich das an. Und wenn hier so ein Bereich voller Monster ist, habe ich auch schon bei meinem Probespielstand rausgefunden, dann kommen wir auch erst in das nächste Stockwerk, wenn wir alle Monster killen. Und außerdem, schade kann sie nicht, die ganze Schleime abzumurksen. Ihr habt sie immer hier auch gesehen bei der Abenteurergilde. Die verlangen von uns, dass wir 1000 Schleime töten. Also, ne, schade kann es definitiv nicht. Okay, viel ist es nicht mehr. Die sollten wir auf jeden Fall in die Eckreihe schmeißen. Okay, gut. Dann könnte man uns doch die Grünalgenei petze. Zum ersten und zum zweiten. Dann ist nämlich unsere Energie und unsere Gesundheit ein klein bisschen aufgefüllt. Schade kannst du nix, ne? Okay, okay. Haben wir noch irgendwo Monster hier zufällig rumhocken, oder? Es ist jetzt auch spontan kein Ausgang erschienen. Ah, da ist er noch. Du ist ja noch einer von deinen Schleimbolzer. Komm her, du. Schleimy, glitchy, Widerling vor dem Herrn. Sehr schön. Okay, das ist gut. Das sieht wieder lukrativ aus hier. Na dann, nix wie drauf. Außerdem hacken wir hier noch ein bisschen drauf. Du kann ja ab und zu Ammo wahrscheinlich dabei sein. Na, die Fasern wollte ich jetzt nicht haben. Das verschwendet einfach ein bisschen wertvoller Platz hier in unserem Inventar. Aber komm, ja, nehmen wir es halt mit. Und wir gucken hier noch, ob wir irgendwas Interessantes finden. Sieht aber nicht so aus. Na gut, dann gehen wir halt runter. Da haben wir auf jeden Fall schon mal Quarz. Tja. Oh, nee. Die Mistviecher. Das ist was ganz bitterböses. Das ist definitiv was bitterböses hier mit einem Mistviecher. Aber wenn man die erledigt, öffnet sich manchmal auch ein Weg noch, oder? Also die sollten wir definitiv mal platt machen, die Scheißviecher hier. Bisschen Holz haben wir hier noch gefunden. Ja komm, stirb. Gut. Okay. Gut. Da ist nochmal Quarz. Kann ja auch nicht schade. Aber ich versuche heute mal bis zu Stufe 15 runterzukommen.
Das wäre auf jeden Fall auch schon mal kein schlechter Fortschritt. War hier nicht irgendwo Leder gestanden? Warte mal. Halte mal den Gaul an. Nicht, dass ich hier irgendwo in der Gegend rumlatsche. Aber hier kommt uns unser tolle Lichtring auch auf jeden Fall nochmal zugute. Nö. Hier war leider nichts. Okay, das war auch nicht so einfach jetzt. Hier runter zu kommen. Weißt du, Teufel, wo jetzt hier wieder die nächste Leder ist, die noch führt. Da muss ich natürlich auch wieder gucken. Ja, für alle, die mich möglicherweise noch nicht kennen und meinen Kanal noch nicht gesehen, ich sage das, glaube ich, bei jedem Let's Play, weil merkwürdigerweise in so ziemlich jedem Spiel eine Leiter vorkommt. Also in der Vorderpalt sagt man zu Leiter Leder und der Werkstoff Leder heißt bei uns Leather. Nur, dass ihr Bescheid wisst, falls ihr neu bei meinem Kanal seid. Ah, schön, du hast wieder Amethyst vorkommen. Dreimal darfst rote. Wer mal wieder einen Amethyst geschenkt kriegt, der ist natürlich für Abigail gedacht. Yay! Wir sind auf Stufe 15 gelandet, beziehungsweise auf Ebene 15 hier gelandet. Ja, aber unser Kupfererzausbeute ist schon etwas armselig, muss ich gestehen. Was bist dann du für einer? Pfui Teufel, Made! Gibt auf jeden Fall Käferfleisch. Ah, na! Madenparty! Widerlinge! Widerlinge! Pfui Teufel! Also Made finde ich ja persönlich ganz, ganz ekelhaft, muss ich sagen. Das ist gerade im Sommer immer so ekelhaft, wenn man seinen Hausmüll runterträgt. Und wenn es dann so heiß ist, dass sich dann schon ein paar Made drin eingenistet haben, da habe ich der absolute Ekel vor. Ach, das finde ich ganz, ganz eklig, sowas. Ich weiß, es gehört zum Kreislauf der Natur und Verwertung und pipapo, trotzdem finde ich es eklig. Also ich finde die Wese eklig, auch wenn ich weiß, dass sie nützlich sind oder sei können, zur Kompostierung, Verwertung, wie auch immer, trotzdem. Igitt. So, wir suchen jetzt nochmal noch einen Weg nach unten. Sollten aber auch dran denken, relativ frühzeitig noch aus der Mine rauszugehen, dass es nicht zu spät wird. Ah ja, sehr schön. Aber ich habe mein Tagesziel für heute eigentlich schon erreicht, muss ich auch gestehen. Das ist ein normaler Quarz. Also insofern schon nicht schlecht. Warte mal, ja genau, die Grünalge petzen wir uns jetzt 3. Damit wir noch Platz für Kohle haben. Kohle ist nämlich echt nie verkehrt, finde ich. Das brauchen wir auch zum Verhütter von unserer Erze. Deswegen Kohle nehme ich auch eigentlich ganz gern so mit. Gibt es dann hier möglicherweise noch Vorkommen? Schauen wir mal. Ansonsten, wenn wir verfeinertes Quarz finden, müssen wir halt was anderes machen. Ja komm, Fasern finden wir auf unserem Hof halt auch genug. Deswegen drauf geschissen. Die nehmen wir uns jetzt auch nochmal mit. Ah, wir haben noch einige gefunden. Okay. Kann nicht schade. Wenn wir das nächste Mal in die Mine gehen, haben wir auf jeden Fall schon mal so einen Energieriegel parat, könnte man sagen. Ja gut, ich denke, das wird sonst etwas zu spät. Ich gehe jetzt einfach mal hoch. Ah, wobei, ja, komm, wenn jetzt schon der Abgang hier direkt vor unserer Nase war. Kann man gitt. Können wir die 3 Kupfererz auch noch mitnehmen und sind dann bei 15. Ach, wie eklig. Ja, komm. Aber Dodo noch ist wirklich zapper. Ich mache jetzt noch die Made hier platt. Weil möglicherweise könnten das ja Gegner sein, die wir sowieso abschwaden müssen. Oh, oh. Nee. Wenn die Viecher wieder kommen, dann war's das für mich. Dann hat sich das erledigt. Ich will die Mine verlassen. Nee, weil das kann dann passieren, dass dann zu viel von den Viecher kommen und dann habe ich das Salat. Das möchte ich ungern riskieren. Wer wollte dann das Zeug? Demetrius, aber ich mag erst nochmal zum Bäuermeister gehen. Nicht, dass unser Daily Quest da verschwindet. Komm schon. Komm schon. Alle hopp. Also jetzt erstmal zum Bäuermeister Louis und Anna Hansel, der hat ja bis morgen noch Zeit. Dann können wir immer noch so einen Quarzbrocke bringen, das sollte nicht das Problem sein. Oder? Ja genau, wir haben 2 Tage Zeit. Und für Louis haben wir nämlich so lange Zeit. Deswegen gucken wir erstmal in eine Kneipe, ob man doof finden. Und wenn nicht, gucke ich noch in seinem Heisel. Nee, es sieht nicht so aus, als würde man den Bäuermeister hier finden. Und nee, Abigail ist leider auch nicht hier.
Da hätte man der nämlich auch noch ihr Geschenk bringen können. Nee, okay. Bäuermeister ist nicht da. Es ist schon eine etwas unchristliche Zeit, jetzt einfach bei jemand daheim reinzukommen. Aber bis 22 Uhr ist offiziell noch erlaubt. Das sieht wohl der Bäuermeister genauso. Servus. Du, Ackermann, du hast uns bei unserem Schleimproblem geholfen. Danke. Ja, ich hoffe, es war nicht so viel Arbeit für dich. Die Schleime können in Gruppe ziemlich gefährlich sein. Es soll ja dank deiner Bemühungen jetzt etwas einfacher sein, auf Erkundungstour zu gehen. Viel Spaß mit deiner Belohnung. Alles klar, merci. Sehr schön. 360 ist halt wirklich für uns ein Haufe Geld. Ja, deswegen, wir brauchen das. Wir brauchen die Kohle auch einfach. Und ich persönlich jetzt sage, ihr liebe Leute, ich schlapp jetzt zurück zu meinem Pelzer Hof. Und dann machen wir eine Karte für heute. So, oder? Und sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Ja, sparen würde ich eigentlich ganz gern, weil ich entweder Verbesserungen ganz gern hätte für unser Werkzeug oder optional für den Hühnerstall. So, wir machen jetzt mal hier erstmal ein bisschen Rambazamba und dann legen wir unseren Kruscht noch hier rein. Ja komm, Annie, machen wir vielleicht noch. Einer von Denner, ja komm, drauf geschissen. Einer behalten wir, da legen wir auch noch ein bisschen Kruscht rein. 1, 2, 3, eins behalten wir vom Mäuer. Erdkristall brauchen wir, glaube ich, auch für die Naturgeister. Haben wir doch noch einer? Ja, wir haben hier tatsächlich noch einer. Dann schmeiße ich die mal hier rein, die beide. Der Amethyst behalten wir. Schleim legen wir auch rein. Das Käferfleisch weiß ich nicht mehr, ob wir das noch brauchen. Amethyst schenken wir morgen dann Abigail, wenn wir deren wieder über den Weg laufen. Und die Gießkanne hätte ich ganz gern noch einmal. Wir haben ja genug Energie noch parat. Ich will einfach mal probieren, wie das ausschaut. Ob wir hier möglicherweise noch was reißen könnten. Komm schon. Ja. Einfach mal gucken, ob wir hier nicht möglicherweise dann morgen bessere Erträge haben. Na, komm schon. Wir gucken einfach mal, ob das etwas bringt oder nicht. Dann weiß ich zumindest, ob es am Wässern liegt oder nicht. So, dann. Komm schon. Und wenn es halt nicht hochgehen will, ist halt etwas schade drum dann. Wenn das nicht so will, wie ich das gern hätte. Naja. Gut, der Kupferbarren nehmen wir nochmal mit. Joink, nimm schon. So, machen wir nochmal hier was. Die Gießkanne laden wir nochmal auf. Gut. Und dann sind wir ja wieder schon fast bei 40 Minuten heute. Ja, einer brauchen wir noch, den können wir uns morgen auch noch zu Gemüte führen, würde ich sagen. Während wir die Felder bewässern. Und ja, wie gesagt, übermorgen geht's weiter, ihr liebe Leute. Bis dahin, machen's gut. Euer Yankee.